So, hallo erst einmal zum ersten Video von der Gattung. So ein Video war eigentlich niemals geplant, wollte ich eigentlich auch niemals machen, ein Lernvideo für ein Stückchen, das was ich spiele. Ich habe mir eigentlich niemals gedacht, dass da eine Nachfrage besteht für sowas. Jetzt habe ich einen Kommentar gekriegt, ich werde den da oben auch einblenden. Deswegen das Video ist jetzt eigentlich in irgendeiner Weise dir gewidmet und jeder andere, der das halt als hilfreicher findet, kann natürlich ein Like oder sowas da lassen. Und bevor jetzt da jemand mit dem falschen Gedanken in das Video reingeht, ich habe keine Musikschule besucht, das ist alles selber beigebracht. Deswegen Musikfachbegriffe und sowas wird es bei mir nicht finden, ich werde mir halt so zu helfen wissen. Aber es müsst mir noch auf die Finger schauen. Der Basslauf, bleibt es eigentlich egal, ist ein Walzer, deswegen den zeige ich jetzt vor, der ist einfach... Danach geht es halt in B um mich. Bleibt es eigentlich gleich. Gut, und jetzt sind wir eigentlich schon da, wo wir sein wollen. Wir fangen jetzt einfach einmal an in der F-Reihe. Es ist ein sehr einfacher Walzer, natürlich einfach zu beginnen. Jemand, der jetzt das sein erstes Stück macht, sollte natürlich zuerst die Melodie üben und dann mit dem Bass ein bisschen dazu. Aber das braucht ein Päusel. Deswegen als erstes einmal spiele ich vor, was will man denn als erstes jetzt lernen. Gut, damit fangen wir jetzt sozusagen an. Die Grundstellung mit 3 Fingern. Natürlich soll da klar sein, wenn ich Druck sage, dann meine ich zusammendrücken und Zug ist auf. Starten wir mal auf Druck mit dem kleinen Eingang. Dann auf Zug. Und dann wieder auf Druck. Jetzt bleiben wir auf Druck. Nehmen die 3 Finger her. Es empfiehlt sich mit den gleichen Fingern zu spielen, so wie ich spiele, einfach weil man sie dann danach leichter tut. Dann kommt jetzt der kleine mit den 3 Fingern da. Und jetzt Zug. So verbleiben wir jetzt einmal. Also, wie geht es jetzt? Noch einmal von vorne. Und jetzt sind wir da. Dann als auf Zug wechseln wir da oben. Und jetzt können wir eine kleine Gabel. Und dann geht es wieder auf Zug mit dem gleichen los. Und jetzt Druck. Und das war's eigentlich. Das ist der erste Teil und der wiederholt sich jetzt. Jetzt geht's wieder von vorne los. Da unten. Jetzt auf Zug. Druck. Zug. Gabel. Und jetzt verbleiben wir da, also das zweimal. Und jetzt wechseln wir da um. A-Reihe da auf die C-Reihe. Okay, das ist ein bisschen schwer. Also, nochmal von vorne. Zurück. Dann mit dem Zeigefinger. Schaut jetzt schwer aus, aber ist dann eigentlich mit ein bisschen Übung leicht zu machen. Also, nochmal von vorne. Dann hat man jetzt den ersten Teil schon, der war jetzt zum Üben und dann gehen wir kurz einmal zum zweiten jetzt. Da ist jetzt wieder auf Druck, genau. Wir bleiben jetzt auf der gleichen Reihe, man kann da umwechseln, es bleibt so übrigens gleich, ob man das jetzt da oder da spielt.
Wir bleiben jetzt einmal da, einfach der Einfachheit wegen. Weil, nicht, dass wir uns da jetzt schon mit Bass wechseln und so zu viel reinhauen. Starten tut das so. Also auf Druck. Also ganz einfach, man braucht nur die 2 Finger. Dann. Jetzt die Gabel. Und der Mittelfinger. Jetzt. Und dann legen wir dann den Finger da. Eine große Gabel. Nochmal von vorne. Gabel. Jetzt die andere Gabel. Und jetzt sind wir wieder bei dem altbekannten Muster. Wir rucken um. Und das Ganze spielt sie dann so. Es halte dann niemand davon aus, man kann das auch variieren natürlich. Jeder kann das in seinen Stil spielen, man kann das auch so spielen. Aber das bleibt jedem selber überlassen. Ich sage euch jetzt eigentlich nur die Grundsteine und ihr könnt es da aufbauen, wie ihr es wollt. Nach dem Zwischenteil geht es jetzt natürlich wieder in den Anfang. Und zwar das spielen wir jetzt wieder durch, das dann wieder. Und jetzt rücken wir eins vor in die B-Reihe, auch mit dem Bass rücken wir da rein. Das. Verstanden? Ich spiele es nochmal, ganz langsam. Wechseln. Und jetzt Aufzug. Jetzt hat so eine kleine Zwischensequenz. Ich spiele jetzt nochmal von Anfang an auch mit dem Bass dazu. Ja, das war es jetzt eigentlich auch von meiner Seite. Ich hoffe, man hat das jetzt halbwegs verstehen können. Auch an die, du kannst mir schreiben, hast du das Lied gelernt durch das Video oder habe ich es noch schlimmer gemacht, habe ich da gar nichts erklärt. Wie schon gesagt, wenn jetzt da ein kompletter Anfänger zuschaut, würde ich empfehlen, zuerst die Melodie zu spielen und dann mit dem Bass dazu zu spielen, weil es einfach beim Anfang nicht gleich so leicht ist, 2 Sachen unterschiedlich zu machen, weil du spielst ja da. Und musst auch daneben noch irgendwie schauen, hey, wie bewegen sich die Finger da drüben. Gut, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schnappt euch eure Ziehharmonika, die wurde schon daheim beim Verstauben ist oder so, keine Ahnung. Spielt es ja mal schneidig ein. Und ja, und viel Spaß beim Üben. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben aufs Video da lassen und den Kanal zu abonnieren. Natürlich alles freiwillig. Aber danke an den, der was macht.